Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu der Wiederholung Pokémon Schild. Beim letzten Mal haben wir uns den Geisterorden ergattert und heute sind, Pokémon vermutlich von ihren Jobs zurückgekehrt. Gehen wir mal schauen. Übrigens, dadurch, dass wir jetzt einen neuen Orden haben, der vierte, gibt es neue Jobs. Und zwar ganz spezielle. Ja, sie sind zurück. Die Universitätsstellen, das sind dauerhaft offene Stellen, das heisst, hier kann man Pokémon schicken, wie man will, also 10 maximal, nach 24 Stunden 10 neue, also die sind immer da, die können ja nicht weggehen. Und zwar sind die dann wichtig fürs Competitive. Werde ich nicht gross darauf eingehen, zumindest nicht jetzt, eventuell mal, in einem anderen Projekt oder so, aber da jetzt nicht, weil ich nicht gross Competitive drin bin im Moment, aber, wie ihr seht, tun sie die 6 Grundwert erhöhen. Für, das perfekte Pokémon. Für uns ist das allerdings weniger wichtig. Wir finden mehr Gefallen an diesen Jobs hier. Die hier sind unterwegs und die hier sind jetzt zurückgekommen. Holen wir doch unsere Pokémon feierlich zurück. In diesem Job sind es Duflor und Ratitox, Piondragi, Gengar und Reflex. Super. Hallo zusammen. Exzellente Arbeit, deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gute Arbeit geleistet. Also alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrung gesammelt. 10.000 Erfahrung, hui. Deine Pokémon werden großartig. Sie haben jeden Job zu vollsten zufriedenstellend und Skoda scheint etwas geben zu wollen. Als Dank ein Wasserstein. Nehme ich gern. Perfekt. Und jetzt haben wir dafür neue Jobs bekommen. Aber ich wollte noch zuerst die Auto zurückholen. Hey. Flunkiefer. Meine Stahlgippe ist zurück. Sehr gut. Sehr cool. Klick, Flunschlick, Kastatur und so weiter. Alle haben ihren Job perfekt gemacht. Kommen aber weniger Erfahrungspunkte über. Gut, je nach Job gibt es halt unterschiedliche Erfahrungspunkte, das ist so. Und auch unterschiedliche Preise. Ich habe eine Limonade bekommen. Das müsste ein Wasser-Pokémon sein. Jawollo. Oh, Paradox einfach, hey. Goldini hast du gar nicht gesehen. Okay. Und Pelipper so nicht. Da ist mein Pelipper. Er hat es einfach mitgenommen, ohne sich auswählen kann. Bastard. Okay. Alle kommen geile Erfahrungspunkte über. Und vor allem zurückkommen. Warlord mit einem Blattstein. Nehme ich gern. Weiterer Job für mich. Also nicht Jobs, es keine neue gegeben, aber mehr Pokémon und zurückkommen meine. Meine Käfer. Cool. Es sollte nicht allzu viele Erfahrungspunkte gegeben haben, aber 4000 schätze ich, 2000, Aber gleich hat es für 3 Pokémon zu einem Level abgelenkt und Podrot gibt mir 2 Flaschen Sprudel. Nimm ich. Das positive Feedback in der Job hat neue Jobs eingebracht, bin ich froh. Mach weiter so, merci vielmals. Und der letzte kommt noch zurück. 4 Pokémon, glaube ich, wo wir uns die Arbeiter die Guten von den Schlechten sortieren. Sind zurück. Babungus, Parfi, Hokumil und so weiter und so fort. Alle haben den Job gut gemacht und 2.000 Erfahrungspunkte bekommen. Trotzdem lenkt es für 3 Pokémon zum Level up. Sehr gut, 2 Packungen Toast. Da ist jetzt die Uni rein und das sind die Uni angenommen haben. Okay, 3 Jobs können wir erledigen. Ich würde sagen, das machen wir. Nummer 1. Makrokosmos Technology schickt Pokémon in ihrem Element. Für Experimente mit chemischen Reaktionen suchen wir Pokémon, denen giftige Schadstoffe nichts ausmachen. Sprich 6 Gift-Pokémon. Wir sehen uns gerade. Wobei, giftige Schadstoffe machen nichts aus. Stahl? Dann? Das sind meine 6 Gift-Pokémon. Ich tue jetzt nicht mehr einzeln vorstellen, weil die kennen wir alle schon zu genügen. Okay. Der nächste Job dreht sich um MC-Versicherungen. Wir wollen Versicherungen verkaufen. Durch die Präsenz von Pokémon, die das jenseits gesehen haben könnten, unterschreiben wir bestimmt mehr Kunden unsere Versicherungsverträge. Selber Pokémon, das ist viel. Ich gehe davon aus, dass es Geist-Pokémon sind, Scene Afterlife, also haben den Tod gesehen, darum, ja, müssen fast Geister sein. Tschüss zusammen. Es sieht aus, als hätte ich jetzt doppelte Pokémon versendet, aber das hat seinen Grund. Der sehen es dann. Der letzte, den wir noch haben, ist
Gift mit Gift bekämpfen. Im Rahmen unserer neuen Testserie suchen wir Pokémon von Gifttyp, denen Giftstoffe nichts ausmachen. Das ist schon mal eine klare Ansage. Pharmaceus. Aber gerade noch so. 16 gekratzt. Jetzt sehen wir auch schon ein legendäres Pokémon. Ah, ihr seht es nicht. Ha! Okay, wiederum sehen wir es nicht. Aber finde ich gut, dass ihr es nicht seht. Aber es ist unterwegs. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles angenommen. Außer halt die KP-Dinge, aber die interessieren mich nicht. Statuswerte, egal. So. Aber das nehmen wir dann jetzt mit in einen Wald. Ich habe mich für ein Pokémon entschieden, beziehungsweise für 6, die noch ein bisschen trainiert werden. Und für die meisten Folgen tun wir auch heute mit der Entwicklung loslegen. Zwar der von Kirlia. Mit einem Stein, sagen sie. Mit einem Stein. Kirlia. Dank dem Stein wird es nämlich zu einem Galagladi. Yes, ich habe ein männliches. Kirlia Galagladi. Perfekt. Neuer Pokédex-Eintrag wie immer. Sehr gut. Galagladi, Klinger-Pokémon. Er spielt sofort, wenn jemand in Not ist und eilt ihm unverzüglich zur Hilfe. Okay, nettes Pokémon. Und zwar komme ich einen Schlitzer rüber. Nehmen wir. Anstelle von einer Konfusion haben wir nämlich schon Psystrahl dafür. Ja. Nicht vergessen, ich bin jetzt ein physisches Pokémon, das heisst, ich werde anders angreifen und ja. Ich habe vielleicht auch andere TMs. Zauberblatt, nicht. Kampfwalze. Oh. Nehmen wir. Anstelle von Zauberblatt. Zack. Und der Rest kann es alles niederleeren, darum rot. Genau. Das Zeug kann es niederleeren, aber das ist schon wichtig. Naja, okay. Mit einem Galagladi bin ich unterwegs und ihr habt meine anderen Pokémon noch schnell ein bisschen gesehen. Die werden wir heute vor allem, naja, mit denen unterwegs sein. Ich hoffe, dass es Entwicklungen gibt. Vor allem da, da und da. Wir machen uns jetzt aber endgültig und ohne weitere Umschweife, ich verspreche es euch, wir sind schon wieder viel zu lang dran, ab in Wirrwald. Wie heißt er? Wirrwald? Nein. Wirrscheinwald. Ja, fast. Natürlich ohne Velo. Da seht ihr Bämon. Bämon. In diesem Wald, der Wald ist ein bisschen dunkel, fast ein bisschen in einer Märchenwelt drin. Wenn man die Pilze hier berührt, dann leuchtet es. Wenn man den Pilz hier berührt, wo Bämon sind, erscheint ein wildes Bämon. Und wir müssen gegen es kämpfen. Nein, das ist nicht shiny, das sieht einfach nur so vom Licht her aus. Dämon! Das Unlicht-Fee-Pokémon. Direkt mal mit einem Stalos zu tun, aber mächtig. Ich setze mal eine Schaufel rein. Ich will eigentlich mit dem Bämon hier nicht zu viel Zeit vergeuden. Oh, ist das stark, Stalos. Und naja. In der Folge werden wir den Wald und die nächste Stadt anschauen. Das ist so mein Ziel. Oh, stark. Und dann setzen wir noch... Was setzen wir rein? Ja, das ist ein bisschen doof. Ich muss nochmal Schaufler. Gewissheit. Ui, Stalos ist mächtig. Aber tatsächlich müssen wir ein bisschen wilde Pokémon bekämpfen hier, weil mir fehlen noch 2, 3 Pokémon, die wir auf dieser Route fangen können. Ihr werdet schon gesehen, welche. Auf jeden Fall ist das Bämon einmal hier besiegt und wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir Pilz anlängt. Weiter geht's. Den Bötz ein bisschen Licht machen. Perfekt. Biegen wir mal rechts ab. Da haben wir 2 Hyperheiler. Perfekt. Sehr gut. Schnell bei mir abgestrichen. So. Da haben wir schon aktiviert. Machen wir aber nochmal hier noch eine Runde Licht machen. Es nützt nichts, aber ich mache es einfach. Wenn es so dunkel ist. Ja, ein bisschen heller ist es. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Typ hier gefunden. Wie heisst es?
Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Jap, habe ich gewusst. Küchenchef Altan. Ah, ein Schippi. Perfekt. Hokumil. Oh. Hokumil muss ich auch entwickeln. Das ändert ja auch. Sehr spannende Entwicklung. Hokumil, Level 33. Ich versuche es mal mit dem Schaufler. Ihr seht, ich habe gesagt, dass ich gemärlihaft angekocht, darum sehen wir auch sehr, sehr viele Feen-Pokémon. Eigentlich fast ausschließlich Feen- und Psycho-Pokémon. Und auf die Psycho-Pokémon habe ich es abgesehen. Wisst ihr schon was? Noch nicht? Macht gar nichts. Zauberschein, das sollte man echt nicht ausmachen. Bitz. Etwas jetzt schon aus. Aber wir lassen. Und schaufelt dem unteren. Okay. Versuch's mal mit Felswurf jetzt. Muss zwar auch 4-mal treffen, um es zu besiegen. Oder 3 sogar. Oh, jetzt bin ich sogar noch verliebt. Nein. Ha, ich setze trotzdem Felswurf ein. Der Felswurf der Liebe. 3-mal muss treffen. Natürlich treffe ich nur 2-mal. Aber ich bin verliebt, ich riskiere hier nichts und wechsle so. Die Tests stehen jetzt weniger gut, wegen Kampf. Nichts ist gut geworden. Ich habe ein richtig schlechtes Team ausgesucht. Ausser Stalos natürlich. Stalos ist mächtig, Stalos ist Boss. Pygoralan. Oh, jetzt hätte ich aufs Geschlecht schauen vielleicht. Weiblich, männlich natürlich. Aber fragt mich nicht, warum Pygoralan Stahlflügel kann. Einfach fragt mich nicht. Es kann es einfach, okay. Stahlflügel. Wieso immer. Aber ja, nicht gelangt. Dort nehmen wir noch kein Level ab, schade. Fatality, ein Geist-Pflanzen-Pokémon, glaube ich. Sehr spannendes Pokémon. Werdet ihr noch ein bisschen genauer kennenlernen. Wenn ich es dann auch bei mir entwickle. Wobei kann ich jetzt schon ein bisschen über das erzählen. Aber zuerst muss ich wissen, was ich gegen es einsetze. Nehmen wir Kikalo. Fatality ist es seltenes Geist. Geist Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, es ist Geist. Nein. Ich glaube, es ist nicht Geist Pflanzen, es ist nur Geist. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich muss auch noch mal schauen. Auf jeden Fall ist Fatality sehr speziell. Wieso? Sie haben 2, aber es gibt 2 verschiedene Fatality. Und beide können sich entwickeln. Logischerweise. Warum gibt es 2 Fatality? Ihr seht, es ist ein Tasse. Ein Porzellan, wenn du so willst. Porzellan, wir kennen es von den Chinesen, wird gerne mal gefälscht. Und um genau das geht es. Es gibt eine gefälschte Variante und es gibt eine originale Variante. Die gefälschte Variante findet ihr, glaube ich, zu 5% in der Wildnis und zu 1% sind sie original. Es gibt fast keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist ein kleiner Kleber auf der Unterseite der Tasse oder ab und zu bei einer Animation gesehen. Der hier. Aber ja. Das ist der einzige Unterschied. Aber das eine ist halt viel seltener und das andere ist weniger selten. Und sie braucht beide zum Entwickeln nachher ein anderes Item. Ja, auch das ist das Pokémon, das sich mit einem Item entwickelt. Und zwar sind es die Kannen, die wir vorhin nicht gesehen haben. Es gibt eine rissige Kanne und es gibt eine löcherige Kanne. Mit der rissigen Kanne tut sich die Fälschung entwickeln und mit der löcherigen Kanne tut sich das Original entwickeln. Die rissige Kanne ist relativ häufig, das heisst relativ häufig vorher auf einem Passpack. Und wir finden sie auch bei den Buddelbrüdern und so weiter in der Naturzone. Und beim Raritätenhändler findet man es 2-mal. Also, wir finden es. Was wir nicht finden, ist die löcherige Kanne. Die ist verdammt selten. Ich habe noch keine. Darum habe ich einfach mal 2 Fatality mitgenommen. Eines ist das gefälschte und eines das Originale. Items für das gefälschte entwickeln habe ich. Für das Originale leider nicht. Auf das warte ich noch. Darum habe ich mal beide mitgenommen, weil ich weiß noch nicht, wenn ich es wird bekommen.
wenn wir es dann ins Team nehmen, wird die Entwicklung selbstverständlich durchführen. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber ja, eins davon wird es sein. B-Mann wieder. Scheiße, hätte nicht sollen die Lampen anlängen. Ja. Das zum Fatality. Eins original und eins gefälscht. Das ist jetzt doof. Wieder einmal. Dann kommen wir ein bisschen in viele doofe Situationen da. Nehmen wir mal Geotest dafür. Ich glaube, Bemon kann nur Unlichtattacken auf diesem Level. Nicht ganz sicher da. Tiefschlag, Unlicht, genau. Fehlgeschlagen, perfekt. Bergsturm ist immer ein Volltreffer und Vergeltung, wenn ich Schaden genommen hätte. Nehme ich den Schaden? Ich glaube, ich nehme Schaden. Weil er wird schneller sein, Angeberei. Okay, ich nehme nicht Schaden. Aber trotzdem. Sollte, boah. Vergeltung. Schaden machen. Ui, ja du. Ja, Geotesto ist richtig mächtig. Okay, aber noch kein Level up. Passt. Stalos wird langsam ein bisschen gefährlich da, darum müssen wir mal ein bisschen wechseln. So. Wieso nicht gerade Geotesto? Und für das habe ich ja so viele Beleber und so Scheiß dabei gegen Gift, bla bla bla. Hasse es zwar einsetzen, aber naja. Ja, doch ein Gegengift. Oh, kein Gegengift, aber ein viel Hyperheiler. Kickerlo, nimm. So. Weiter geht's. Ein Sackgass. Ist das Pokémon, das ich suche? Jawoll! Es ist eins von diesen Pokémon, die ich suche. Kommandutan. Jetzt muss ich das Kommandutan irgendwie schwächen. Das ist ein Psycho-Pokémon, sollte also nicht so ein Problem sein. Mit meinem Kampf-Pokémon so zu schwächen, dass es nicht, naja, stirbt. Ihr Testo. Bring's einfach nicht um. Ein bisschen Mühe hättest du doch geben können. Autsch. Das kann länger gehen. Pycoraulan? Nein. Viscora Galaglat? Ich weiß es nicht. Stalos? Ich glaube, du haltest sogar einen Wirbel vom Stalos aus. Dann kannst du wieder doch seine Spezialangriff stark auf. Oh ja. Herr, das Kommandator macht mich gerade richtig fertig. Fuck. It. Ich hatte schon lange besiegt, aber es hat wirklich gefangen. Kickerlo. Nitro-Ladung in der Hoffnung, dass es verbrennt. Ich werde schneller, interessiert niemand. Nochmal Renken schreiben. Also jetzt kannst du nicht mehr Renken schmieden, Kollege. Jetzt bist du schon maximal. So. Jetzt frage, ob er dann aber wirklich angreift. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, langsam ein bisschen genug geschwächt. Gut, soll ich ausreizen. Komm, man tut es. Eine muss noch. Nitro-Ladung, einfach kein Volltreffer jetzt. Wow. Okay. Psycho Plus jetzt drin. Das Kommandutan gehört mir. Ball Finster. Es ist echt feister da drinnen. Ich glaube, ein Feisterball ist doch gar nicht mal schlecht. Jawohl! Kommandutan wurde gefangen. Perfekt. Leider muss ich jetzt aber schnell meine toten Teammitglieder auswechseln. Scheiß Kommandutan. Oh, wir leben aber noch Entwicklung vor dran. Ohoho!
Unser erster Starter entwickelt sich. Der Kikolo hat sich zu Libero entwickelt. Libero? Wegen Libero? Sehr geil. Libero, Torschützen-Pokémon. Jubel für besonders gelungene Spielzüge schnüren seinen Enthusiasmus. Spielt es aber zu sehr für die Publikumswirkung, geht es oft nach hinten los. Ich nenne das, glaube ich, Ronaldo. Es ist nur für kein Kampf. Interessant. Kikolo. Ein Fußballdings. Nein, eben nicht nur Kikolo, sondern Libero. Feuerball. Oh. Was machst du? Du bist speziell 102. Oh, physisch. Oh, Drangender greift einen Ball aus Feuer an, der durch Anzünden eines Steins erzeugt. Wirkt mit sie, wenn der Verbrennung so und keine Schwäche. 90 Genauigkeit. Du bist viel zu gut, Kollege. Boah. Das ist wie ein Feuersturm, nur in besser. Krass. Für Kommandodan gibt es auch neuerdings. Kommandodan, Weisheits-Pokémon. Es kennt jeden Winkel des Waldes, trifft es ein verletztes Pokémon, findet es in Windeseile das passende Heilkraut und schreitet zur Behandlung. Voll easy. Voll nette Pokémon. Das war die Box. Okay. Die zwei besiegten Kameraden sind. Also, an denen ist gedankt worden und sie sind ersetzt worden. Puh. Da ist so ein Feister nochmal. Ist da gerade das zweite Pokémon, das wir suchen? Nein. Es ist ein Primano. Habe ich zwar auch noch nicht, aber das suche ich nicht. Soll ich gerade mit Gladiantri kämpfen? Ja, wieso nicht? Gladiantri gerade mal Stamm machen. Ihn habe ich geholt, um ein bisschen diesen 4 Pokémon oder so mal auf entgegenzuwirken. Mit seinem Stautyp sollte es eigentlich gut machbar sein. Ich habe mich vielleicht ein bisschen geirrt. Beziehungsweise habe ich gehofft, es sei ein bisschen abwehrstärker, aber dem scheint nicht so zu sein. Wieso hast du das gemacht? Du willst unbedingt gefangen werden, hä? Scheint auch nicht so. Kann sein. Klar, Level 32, Quizscore Level 31, sehr gut. Aber okay, das ist Gladiantri doch ein bisschen schwächer, als ich gedacht habe. Nicht gut. Quizscore mal führen. Ah, Quizscore ist zwar auch nicht gut da innen. Bist du das zweite Pokémon, das ich suche? Please? Nein, es ist ein Fratalité. Übrigens, wie man erkennt, dass es ein Sautnix ist, nicht ein normales. Tut man nicht. Wir erkennen es tatsächlich nicht. Man muss es an der Animation her ein bisschen erkennen. Man muss auf die Unterseite schauen. Kann man nicht. Und ja, ganz allgemein. Am besten erkennen tut man es, wenn man es entwickeln mit einer riesigen Kanne. Wenn das nicht geht, ist es das Original. Ich kann mit Kommandot natürlich nicht flüchten. Wieso habe ich eigentlich Skora vorgenommen, wenn ich ihn nicht angreife? Aber der Ränkenschmied ist aber schon gefährlich. Gut. Du Kickerlo oder wie heißt es? Liberlo führen. Das andere ist übrigens Kupfanti. Der Cap Pfand. So weit hintergehen jetzt nicht. Weil ein Item, das dem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es senkt die Genauigkeit des. Okay. Blendpuder, in dem Fall auch schon gefunden. Aber wo geht es jetzt weiter? Hier oben gibt es noch ein Item, und zwar Großwurzel. Jawollo. Ein Item zum Tragen verstärkt KP-stellende Attacken wie Blutsauger oder Absorber oder andere. Ja, kämpfen wir zuerst die zwei. Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind gerade mit dem Galas-Zügen hergekommen, ob sich unser Leben durch die Bewegung mit dem etwas verändern wird. Die Begegnungen etwas verändern wird, so, egal. Mutprobenpärchen Marco und Veronika. Mutprobe, weil sie dann Wald sind. Oh. Lunona und Kirlia. Spannend, spannend. Und ich habe es Liberlo und Pygoraulon.
Was machen wir da? Ja komm, geben wir mal einen richtigen Feuerball aufs Kirlia und einen Psystrahl aufs Vulnona. Ich will mal schauen, wie das so ist. Feuerball, ein Stein. Ah, der Case wird ein Stein angezündet und ratsch. Ich habe ja gesagt, das Ding ist viel zu stark. Scheiße. Du kommst wieder auf die Bank, dann kann ich lieber lassen. Holy shit. Pigralen überlebt das locker. Psystrahl auf ihn. Ja, er überlebt das allerdings auch locker. Jetzt würde der Feuerball nicht viel helfen, aber der Doppelkick sollte das Gröbste erledigen und hoffentlich der Psystrahl hinten drin. Ruckzuck-Hieb, okay, gut gemacht. Das falsche Pokémon angegriffen zwar. Doppelkick. Oh shit, das macht gar nichts. Naja. Allerdings habe ich den Kampf gewonnen, weil ich kann das Ruckzuck-Hieb einsetzen und das tötet mich nicht. Dann einen Doppelkick auf Vulnona und Psystrahl auf Vulnona. Kickerlo kommt schon mal durch. 1, 2, tot. Okay. Langt. Holy, lieber los, 36. Und dass das Level 35 entwickelt hat, das ist schon ein bisschen komisch. Naja, das ist heiß. Okay. Zeit für eine Teamänderung. Und zwar tun wir für nein, nicht dich. Galaglari. Haben wir nämlich gar noch nicht gross in Aktion gesehen. Okay, gehen wir da hoch. Bitte Licht. Da ist ein Pokéball. 2 Hypertränke. Nehmen wir auch. Haben wir das schon mal gehabt? Ja, haben wir schon mal gehabt. Okay. Oh, da glänzt noch etwas. Komme ich aber nicht dran. Okay. Wir sind voll von der falschen Seite gekommen. Oh, hey. Manche der Pilze, die Erwachsene keine Kinder haben, wenn man sie berührt. Nicht alle. Okay. Madame Eleanor. Eleanor. Okay. Setz Servol ein. Oh, was bist du? Psycho. Normal Psycho. Servol. Dampfwalze. Schlitz. Ich nehme Schlitzer. Schlitzer ist die beste Attacke von mir bis jetzt. Zack. Leider kein Volltreffer. Obwohl ich eine erhöhte Volltrefferchance habe mit dem Schlitzer. Komm nochmal. Oh, noch kein Volltreffer. Ich warte auf meine Volltreffer. Das ist sehr effektiv. Aber schlecht. Galagadi, noch ein Schlitzer und die Sache ist gegessen. Es hat gute Erfahrungspunkte gegeben, das Serval. Oh, 33 für Galagadi, 33 für Pigraulan und 32 für Kupfanti. Serval nochmal. Ich würde mal mit Kupfanti spielen. Du mal einsetzen, Kupfanti. Ich finde den Capo geil. Der Capo. Griff mal an mit Wirbler. Das hat mir nicht so viel. Mehr als ich gedacht habe. Wie viel machst du mit Wirbler? Auch mehr als ich gedacht habe. Oh, du bist ein starker Kupfanti. Kannst du ja etwas. Ich habe Schiss gehabt, dich einzusetzen, weil du eventuell noch untergehen würdest. Nein. Kupfanti macht das souverän. Souverän. Boom. Ich hoffe, wir finden noch mein Scalarponita. Das ist einfach das zweite Pokémon, das wir noch brauchen. Aber es hat weniger Erfahrungspunkte gehabt, das mal. Warum? Wieso immer? Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das, aber anders als die Pilze werde ich hier finster. Die Dame. Okay. Oh. Pelzebub. Die Entwicklung von Bären. Ei. Radiant 38. Bruder stark. Gut, ist Fee auf Fee normal. Liebeskuss könnten wir ein bisschen nutzen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ey, das ist so extrem wie viel Diebeskuss wieder zurückholt. Das hole ich alles wieder zurück und jetzt. Fuck, Diebschlag. Nein! Galagari.
Nein! Galagladi. Zum Glück ist das kein Naslag. Ah, shit. Tiefschlag. Rears, Viscorata. Sie gar nicht gegen es kämpfen. Es ist stark. 38. Bullshit. Trashflegel. Wenn ich überhaupt noch dazu komme. Ja, komm ich. Nein! Viscora. Shit. Ich bin ein bisschen unvorbereitet da rein. Ja, aber wer erwartet, dass so das hure Viech Level 38 einfach so fest doziert und umeinander läuft und sowieso und... Kupfanti. Ich glaube... Felswurf, wenn ich 4-mal treffe, ist der beste. Du musst mich nicht folterknechten, ich greife dich an. Felswurf. Einisch. Zweimal. Natürlich, wenn ich 2-mal treffe, ist Schaufler besser. Komm nochmal. Folterknecht. Ah, das ist Folterknecht. Das andere ist... Und das ist Spezialattacke vom Pelzebub. Kniefalltrick. Er tut dich verarschen, als würde er, naja, dich um Gnade anbetteln, aber eigentlich will er ihn nur mit seinem Horn, wo an seinen Haaren ist, aufspießen. Und Kupfanti hat es erledigt. Jawohl! Ich habe wirklich gemeint, um mich sei es geschehen. Kupfanti, du bist so top. Allerdings muss ich wieder 2 beerdigte Pokémon auswechseln bis gerade. So, ich glaube, ein bisschen Stahl-Pokémon tun wir ganz gut, darum habe ich ein Klick mitgenommen. Und da sehen wir ein verstecktes Item, zwar ein Klumpen Leuchtmus. Ja, habe ich erwartet. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigert sich Spezialverteidigung oder das Item verschwindet. Okay, interessant. Da ist noch ein TM, ich nehme an TM 24. Ne, 56. Kehrtwende, okay. Irgendwo da liegt noch ein TM 56. 24 Mal. Nach der Attacke hält die Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Das gefällt mir nicht so. Das ist ähnlich hübsch, 2-mal hübsch. Okay. Oh, wo bin ich da? Hey! Bist du voll zu weit gehüpft? Oder? Ich weiß es doch nicht. Habe ich mich jetzt gerade verlaufen? Nö. Da oben geht's weiter. Aber da ist der Wald auch schon fertig. Okay. Ich suche noch schnell Galarponita und... Das Klick haben wir das gar nicht in Aktion gesehen. Naja. Wenn ich Galarponita gefunden habe, sehen wir uns dort am Ausgang wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.